Ich hoffe, er meckert nicht wieder, weil jetzt wieder einer rumliegt. Wir haben ihn ja schließlich versteckt. Also so einigermaßen. Haben wir da Kameras? Keine. Da haben wir jetzt so, was haben wir denn da? Kantine, oder? Irgendwie so. War eine Cafeteria. So. Den legen wir mal da ab. Da habe ich noch einen Lichtschalter gesehen. Hm? Da geht's ja gar nicht weiter. Ja, muss ich jetzt doch da rein, oder wie? Aber da ist doch... Moment einmal. Ach, Moment einmal, da oben. Können wir da auf? Weil wenn wir jetzt den Retina-Scan braucht hätten, dann war ja irgendwie die Mission abgebrochen worden. Weil wir doch die Typen schon umgehauen haben. Aber es geht da mal weiter. Ach so, jetzt kommt die Stelle. Die wird jetzt kompliziert. Denn jetzt müssen wir uns Sardono schnappen. Wo es ja nicht so leicht ist. Wir sind einfach mal so rotzfrech, ne? Und machen das einmal. Mal schauen, wer aus sich kommt. Bild und Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Hat schon mal nichts gebracht. Weil zwei von mir kommen. Ich höre Sie. Kommen Sie raus. Wir können uns auch da unten verstecken. Bild und Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Bürger dieser Welt. Ich lebe, bin unversehrt und Ihnen näher, als Sie glauben. Ich werde angegriffen. Ja, wie hat er denn das mitgekriegt? Weiß man nicht, gell? Ja, habe ich schon gesagt, das ist immer so ein bisschen kompliziert in der Mission da. Und wenn wir uns Sardono einfach so schnappern, dann Mann ist auch nix. Ui, da. Ton, Bild und Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Bürger dieser Welt. Ich lebe, bin unversehrt und Ihnen näher, als Sie glauben. Es ist nun 10 Tage her, dass die US-Regierung mich für tot erklärt hat. Vor einer Woche sah ich mich bedauerlicherweise gezwungen, den Pockenvirus auf amerikanischem Boden freizusetzen. Ich hoffe, dass die amerikanischen Bürger diese Lektion verstehen und endlich begreifen, was für ein Leid ihr Überfluss in der restlichen Welt hervorruft.
Sie werden mich nicht töten können. Sie werden Suharto Sadono niemals finden und nie mehr ruhig schlafen können. Amerika ist alleine für diese Katastrophe verantwortlich. Jetzt Wir waren wir werden wieder ein bisschen Amerika unvorsichtig. beobachten und so lange strafen, bis es lernt oder untergeht. Ton, Bild und Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Bürger dieser Welt. Ich lebe, bin unversehrt und Ihnen näher, als Sie glauben. Es ist nun 10 Tage her, dass die US-Regierung mich für tot erklärt hat. Vor einer Woche sah ich mich bedauerlicherweise gezwungen, den Pockenvirus auf amerikanischem Boden freizusetzen. Ja, jetzt quatscht da auch die ganze Zeit, ne? Ich hoffe, dass die amerikanischen Bürger Und folgt diese mir ins Lektion Wort. verstehen und endlich Kann ich gar nicht so viel begreifen, was erzählen. für ein Leid ihr Überfluss in der restlichen Welt hervorruft. Wenn der da einmal da Sie hinquatscht. werden mich nicht töten können. Auf jeden Fall haben wir Sie so werden einen erwischt, Suharto ne? Sadono niemals finden und nie mehr ruhig schlafen können. Und Amerika voll der ist Hochkant alleine auf. für diese Katastrophe verantwortlich. Wir werden Amerika beobachten und so lange strafen, bis es lernt oder untergeht. Und Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken? Nein, keine Zeit. Das wird schon gehen. Fertig, Leute, wir verschwinden. Wie wir verschwinden. Spinnst du? Wer ist da? Werde verstanden, brauche Verstärkung. Ja, war Kopfschuss. Und Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken? Nein, keine Zeit. Das wird schon gehen. Fertig, Leute, wir verschwinden. Das Blöde ist, es sind ja einige Wachposten. Jetzt haut er wieder ab. Bleiben wir mal da. Verdammt, Fischer! Du hast den einzigen Ausweg ausgenockt. Ihr seid so gut wie tot. Und Warum? Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ach, wir Ich müssen ein bin bisschen nicht schneller sicher, ob es handeln. richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie aber- es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken? Nein, Ein Toter, einer von uns. Dann müssen wir weiter vorgehen. Wer noch? Ach, der ballert da hintereinander. Jetzt mag ich inzwischen speichern, nicht dass das irgendwie weg ist. Und er sieht uns nicht. Jetzt schon. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Komm. Hätte schon fast hingehaut. Das ist ein guter Amerikaner. Und Schnitt. Gut. Moment. Was denken Sie? ich bin Also wir nicht müssen sicher, nur ob ein es bisschen auf die richtig war, Kacke den hauen. Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? An alle, hier liegt eine Leiche. Aus dem Weg. Position halten. Zurückbleiben. Das haut ein. Ja, die hat es auf jeden Fall erwischt. Der andere ballert da hinten rum. Kann ich da speichern? Kann ich da hinten rundum? Nicht.
Was ist das? Etwas bescheiden, gell? Dann eben so, Buschi. Huhu. Machen Sie schon, ich bin bereit. Aber wir kennen uns doch noch gar nicht. Töten Sie mich, ich habe keine Angst. Da haben Sie Pech. Wo ist der letzte Pockenvirusbehälter? Wer sagt, dass es der letzte ist? Du, wenn ich fest genug zudrücke. Wo und wie viele sind es? Nebenan, Hunderte. Wo ist das Virus? Überall. Haben Sie Kinder? Ah! Wo ist das Virus? Hä? Wie viele Kinder? Wo sind Sie gerade? Ah! Du machst es nur noch schlimmer. Rede. Ich habe keine Angst vor Schmerzen. Du kannst sie kennenlernen. Ihr könnt vom Schmerz lernen. Wenn Amerika ihn am eigenen Leib verspürt, wird es vielleicht begreifen. Für Sie ist es zu spät, aber vielleicht Ihre Kinder... Ah! Du lernst nicht besonders schnell. Machen Sie weiter, es ist nur Fleisch. Ja, jetzt ist er uns wirklich in den Tank rennt. War natürlich super. Und es geht, glaube ich, da aussehen. Oder? Ich speichere mal. Gut. Feinde kennen wir jetzt gar nicht mehr, oder? Ich weiß Gute gar nicht. Arbeit, Fischer. Du bist auf dem besten Weg, als die graue Eminenz des Weltgeschehens in die Geschichte einzugehen. Wenn ich noch Blut hätte, würde ich sicher erröten. Ist Ingrid auf dem Dach? Ja, der Helikopter auch. Halte Sardono bei Bewusstsein, bis du Sichtkontakt mit Carlson hast. Fischer, können Sie bestätigen, dass Sardono lebt und Sie ihn haben? Ja. Fantastisch. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Chaos, das Sie hinterlassen. Wir kehren alles zusammen, wenn Sie fertig sind. Wir sind noch nicht so weit. Bring Sardono aufs Dach. Carlson wartet schon. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Und ich hoffe, es gibt keine Probleme mehr. Ach, da haben wir schon. Ganz gut. Hier. Ich hätte ihn in Geschenkpapier einwickeln sollen, aber ich hatte kein Tesa. Ich bin immer erstaunt, wie jung er in Wirklichkeit aussieht. Man könnte meinen, ein kleiner Junge. Sie haben ihn wirklich gemocht. Nein, vielleicht respektiert. Aber er ist ein Monster. Er hat eine kindliche Vorstellung vom Krieg und kann nicht zwischen Bürger und Soldat unterscheiden. Er denkt, die ganze Welt sei ein moralisch legitimes Ziel. Es gibt nur eine Nation, die gegen die ganze Welt kämpft. Hey, auf welcher Seite stehen Sie? Sie wissen, dass ich das nicht sagen kann. Ja, klar. Ich weiß weder, wer Sie sind, noch was Sie tun. Aber dennoch, danke. Ich hoffe, wir werden noch oft zusammenarbeiten. Ja, Sardono haben wir erwischt. Über, ja, kleine Umwege.